So, liebe Leute von heute, es geht weiter immer heute beim Spengler Cup in Davos bei NHL 19. Wir sind beim ersten von 2 Halbfinals. Das heißt, das Turnier neigt sich am Ende zu. Und ich würde sagen, es geht direkt los mit dem Klassiker wieder mal. HC Davos gegen Team Kanada. Natürlich das Ganze auf Schweizerdeutsch. Ich muss erstmal ganz kurz hier auswählen. Wir haben das Heimtrikot, die Heimmannschaft sind. Hier ein Gasttrikot, alles klar. Picobello, Länge 3 Minuten, Schwierigkeit Halbprofi. Noch Halbprofi, ja. Ich habe offscreen mal noch ein Testmatch gemacht. Auf Profiniveau ging eigentlich ganz gut. Ich habe insofern nur 1-0 verloren. Das Problem ist, ich glaube 3 Minuten ist meine Spielweise ein bisschen zu kurz auf Profi, zumindest aktuell noch. Weil der Gegner ist so penetrant, so aggressiv, ich komme kaum zum Zug und wenn doch, kann ich kaum passen. Also ihn so direkt Schusstore kann ich sowieso direkt vergessen und ja, es ist noch, naja. Deswegen muss ich erst im Finale, und das Finale gab es sowieso ein bisschen länger machen, so 4 oder 5 Minuten, Drittellänge und deswegen, glaube ich, passt das besser. So, egal, jetzt aber erstmal, los geht's im Spiel. Das heißt, von meiner Seite aus gleich wieder auf Schweizerdeutsch kommentieren und vermutlich wieder mit den beiden Sackgesichtern, die sich wieder präsentieren wollen. So, HC Davos gegen Team Kanada. Immer wieder ein Prestige-Duell, immer wieder etwas Besonderes. Und wir sind hier wieder mal mit dem Mike Emrick und dem Eddie Olsück. Es ist einfach spannend, ihnen zuzuschauen. Zuhören müssen wir uns zum Glück nicht antun, zuschauen leider doch. Das ist leider einfach nicht zu ändern, wie sie da gestikulieren und das Gefühl haben, es würde auch nur einer von uns interessieren, was sie überhaupt zu sagen haben. Denn außer da bei NHL, vermutlich 18, 19, keine Ahnung wie lange die schon dabei sind, haben die sowieso nichts zu sagen. So, und da sehen wir auch schon ein paar Davoser. Im Goal wieder mal der Anders Lindbeck. Mit Nummer 39. Und Seite von Team Kanada, wer wird sie? Wer darf ins Goal? Ist es vielleicht der Philipp? Nein, es ist der Kevin Poulin, Nummer 31. Wer hat jetzt den Philipp im Kopf gehabt? Nein, vielleicht ein anderes Team. Egal, es geht los. Ich hoffe, es ruckelt nicht mehr. Ich habe keine Verzögerung mehr drauf, nämlich vorher Testaufnahme. Ich glaube, ich habe es wieder. Ja, da ist natürlich ganz geil. Ich habe Verzögerung drin. Super. Moment, ganz kurz. Mit der Aufnahme habe ich Verzögerung drin, sonst nicht. WTF, was ist jetzt los? Ja, super. Okay, ich muss schauen, warum habe ich jetzt... Hä? Dann spuckt mir OBS jetzt so grausam rein. Jetzt geht's los. Gut getan. Ja, Timing super, ist natürlich jetzt Glück gewesen. Anderes Anbühl. Offside geschossen. Ja, also ich glaube, jetzt noch ich glaube auch Ton und Bild sind asynchron, oder? Ist jetzt wieder los? Ah, wieder ab. Mann, ja, wenn ich Verzögerung drin kann ich doch nichts machen. Super. Moment, muss man ganz kurz. Scheiße. Da oben erst schnell neu starten. Moment. Nochmal schnell etwas testen. Da habe ich nur optisch Verzögerung drin. Also spielerisch meine ich. Bild und Ton sind synchron. Nehmen wir etwas. Okay, nee, da geht es so nicht. Warte mal ganz kurz, ich muss mal alles schnell neu starten. So, wofür geht es weiter? Ja, da ist eigentlich jetzt alles gut. Auf, aber, ja, ist synchron. Ja, ich spiele jetzt auch wieder. Weil das ist natürlich sehr, sehr nervig. Vor allem, gibt keinen Sinn, es sind doch erst die letzten 3 Spiele, warum ist jetzt plötzlich alles ein bisschen... Gut, nur muss ich halt über den Fernseher aufnehmen, es geht auch anders, aber...
Stimmt's jetzt? Ja, jetzt stimmt's wieder. Gott sei Dank. Oh, wir haben es anders gemacht. Ich habe zuerst Spiel gestartet in dem Fall. Wo haben wir eine Game Capture Karte? Und nachher OBS. Also zuerst Spiel, dann OBS. Das darf manchmal die Direktschüsse nicht machen. Mann! Aua! Ja. Hä? Ja, dann hol doch den Böck! Meine Güte. Nein! Oh ja, ich Trottel, Fanghandseite, das kann nicht funktionieren. Oder wenn, dann aber nur ganz, ganz selten, oder wenn richtig austrickse und ja. So. Ja, zum Gegenangriff über. Hui. Hui. Aua. Ich meine, Spiel auf Profi, ganz ehrlich, das ist ja ähnlich abgelaufen dort. Ja gut, ist Team Kanada, also warte ich auch. Nein! Ja, same behalten. Limbeck, Entschuldigung. Oh. Was ist das denn für ein Start ins erste Drittel, hey? Technische Schwierigkeiten, spielerische Schwierigkeiten. Nur Schwierigkeiten. Und kein einziger Erfolg. Ja, leck mich nach dem Schöpli, ey. Ich kann alles aggressiv, kann nicht anders sagen. Ernsthaft. So. Ja, sogar unsere Zone sind aggressiv. Limbeck hebt seinen Kasten, alles klar, alles Paletti. Ja gut, die grossen Chancen auf beiden Seiten fehlen noch, das ist ganz klar. Hat zwar ja, Möglichkeiten gegeben auf beiden Seiten, das schon. Und Verteidigung und der Goalie haben in der Regel immer gute Leistung erbracht. Oh je, das hängt ja richtig geil an. Stenser-Pass. Eine ausgezeichnete Situation, Ja, das muss man auch ein bisschen können. Das muss man beherrschen. So, versammelt euch alle da zum heiligen Punkt. Zum heiligen Böck. Dankeschön. Ja, sag mal. Irgendwie etwas stimmt da nicht ganz. Weil der Spieler wechseln, fährt er erstmal wieder in eine Richtung, wo ich gar nicht hin will. Ich glaube, muss man angewöhnen, sobald ich einen Charakter lenke mit dem linken Kontrollstick, dann R2 drücken, um auf den nächsten zu wechseln. Also natürlich nur, wenn ich verteidigender Spieler bin. Dass ich dann muss halt den Linkstick loslassen, weil sonst ein riesen Chaos. Verdammt, das tust du natürlich nicht. Mann! Lass mich mal in Ruhe lassen da. Hallo, er hat in Ruhe lassen. Ja, nimm du und viel Spaß damit. Das ist auch so etwas, oder? Das sind das dritte auf... Ja, danke schön. Hätte auch reinfahren können. Es sind 3 Kanadier auf einen Davos. Was machen die Teamkollegen? Gehen sie irgendwo hin? Nein. Oh, wir sind da bei dir in der Nähe. Soll die irgendwo hingehen und ich kann 2 passen, Mensch. Ah, Scheiße.
Ja, was machst du jetzt, hä? Nein! Ah, es ist aber grün gewesen. Ja, es ist abgefangen. Manchmal geht es halt trotzdem rein. Mann! Ich müsste von der anderen Seite herkommen. Scheiße, ich müsste einen kommen, wo der Stock links ist, nicht einen so wie rechts. So, ISO, probieren Sie die ISO. Ah, ne, da war der Riesen. So. Nein, 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 nein. So! Da könnt doch! Da könnt doch! Da könnt doch! Also endlich mal ein bisschen Zeit, ein ganz bisschen Zeit gehabt. Jetzt haben wir ein bisschen Ziele. Schön, dann geht da einer rein. Mensch. Oh. Also ich weiss nicht, ob der HC Davos und Team Kanada bei dem Turnier in Real Life aufeinander würden treffen, Halbfinal. Oder Final sogar, aber ich kann mir vorstellen, wenn, dann können sie endlich eng werden. Obwohl es im HC die aktuelle Meisterschaft nicht ganz so gut läuft, aber momentan wird ein bisschen Aufwind bekommen. Könnte also wirklich eine knappe Kiste werden. Ja, und das Gruppenspiel sowieso. Okay, ist ja nicht so gescheit gewesen. Ja, ist noch eine Gewöhnungssache auf viele Verteidiger, dass ich gerade umspringe, wenn ich den Spieler wechsle. Oh Mann, wieso bleibt denn nicht gerade bei ihm? Ich würde sagen, das ist sicher ein Foul. Da hätte er ein Foul sein, schon allein, wenn er angelegen ist. Weißt du, das Beistellen? Und nachhaken. Hat er genau gemacht? Ah, Beistellen. Thierry, was machst du denn auch, Thierry? Musst du ihm doch nicht das Beistellen. Du stillst das nur selber. Selbst ist der Beinsteller. So. Also ganz ehrlich, die Kanadier sind aggressiv wie da in den Trainingsspielen. Wow, war ich jetzt Taxi? Aua! Haha! Hä? Was hat er denn gemacht? Keine Ahnung. Was ich will sagen, die Kanadier sind aggressiv wie eigentlich auf Profiniveau. Beistellen? Dann muss es das Knüchli raus. Gut, ist egal. Ich beschwere mich nicht, ist 4 gegen 4, hallo? Ich habe einen Abpraller gekauft. Schade, schade, schade. Ja, mein Ziel ist. Man kann sich eigentlich denken. Oh, der Eisbär Berlin Goal ist drin. Man kann sich denken, das Ziel war Ablenker, Goal. Der geht so einfach nicht rein. Weißt du, mit dem Goalie los? Ja, super, jetzt macht der den Lupfer. Hey, dafür überhaupt, das ist kein Icing. Ja, wir sind ja gar nicht in Unterzahl. Okay. Aber wenn es auf einer Seite Unterzahl ist, dann gilt das offenbar bereits. Okay, cool zu wissen. Nein, hätte noch gehabt. Ah, ich denke, mit dem knappen Winkel hätte er vielleicht nicht. Oh, Scheiße. Okay, ich muss aufhören damit. Fangen an, die Seite gehabt mit dem Goalie nicht. Scheiße. Also nicht der ist ausgesetzt. Ja, was? Der Goalie hat auf der Fanghand auf der falschen Seite, da ist es doch einfach. So. Also tun wir blau gewesen. Nein! Ich weiß nicht, die falsche Seite gewesen. So! Hä? Wir haben noch Powerplay gespielt, wir sind plötzlich so wie die Kanadier rum gewesen. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Ich meine, schönes Goal, kein Problem, aber ich kann mich ziemlich frei bewegen. Hä? Warum? Egal, die Fans flippen aus und das dürfen sie auch. Danke Magnus Nygren, Nummer 27, beim HC Davos. Er macht die Solo-Nummer, zack, kurz antäuschen und schon drin.
Ein kurzer Schlenker, zack. Kann noch ein bisschen besser ausholen und drin ist der Böck. Ja, auch da gilt es, Runde muss es eckige oder eigentlich eher das Flache muss es eckige, egal. Okay, spielen jetzt mal wieder vollzählig. Ich lerne es einfach nicht. Es ist immer Empfangen. Ich lerne es einfach nicht. Scheiße. Mann! Es ist immer die falsche Seite. Also, ich mache es mittlerweile ein bisschen automatisch. Immer zuerst links, rechts antäuschen und dann schiessen. Aber das geht natürlich jetzt so nicht. Nö. Der bleibt schön bei uns. So. 2:0. Ja. Das kann man durchaus mitnehmen und dann durchaus akzeptieren. Der Knall da vorne. Scheiß Spiel. Da wo alle. Ja, Mann, hört den. Natürlich auch eine perfekte Leistung vom Anders Limbeck im Goal vom HC Davos. Es steht 2:0. So, 2 Drittelspause. Und wir gehen zurück ins Studio. Was? Schüsse ins. Also, ihr habt gesehen, es ist eine knappe Kiste. 11:9 Schüsse, also mit mehr Checks, ja. Seine Offensive ist auch ziemlich ausgeglichen. Passen, sie passt ein bisschen mehr. Bullies gewonnen haben ja auch viel mehr. Strafminuten haben wir gleich viel. Powerplay ist gleich viel, Powerplay-Minuten. Insofern natürlich auch gleich viel. Eine Führung zu verteidigen, Teamplay. Ja, stimmt, wir können mit dem Bulli mal etwas probieren. Oh, da ist aber die Stimme gar nicht mehr so gewaltig. Gut, ist natürlich jetzt ein bisschen abgeflacht worden. In der Pause, eins können beruhigen. Jetzt geht es erst richtig los. So, kann ich jetzt? Moment, ich kann etwas probieren. Ja, Spieler blockiert, sehr schön. Ah, scheiße. Jetzt haut er da ab. So, komm, mach jetzt ein Ei! Jetzt habe ich extra nicht auf Fanghändchen-Seite zielen und dann passiert natürlich der. Nein! Mann! Wie macht man das? Wie konzentriert man sich gleichzeitig auf den gegnerischen Spieler plus aufs Goal? Dann muss ich irgendwie zielen können. Wie macht man das? Mann, ey! Hä? Ey, bin ich jetzt aber nicht so fair. Ja, komm, wir nehmen doch! Ah. Wieso spielt der eine Davos so über? Hä? Spinn ich jetzt? Kanadier im Sturm, der eine Davoser, und er sieht, der Böck geht über, dann hau einfach ab. Was hast du denn da jetzt gerade gesehen? Der Stadionsprecher fliegt da total aus. So. Ja, ich hau erstmal ab. Tschüss! Ich hab den Spaß! Ich hab Spaß! Ah, scheiße. Ja, kann man jetzt näher. Mann. Und dann hat schnell doch auf die andere Seite gespielt, also auf die Fanghändchen-Seite. Da, zack, da abprallen, aber ist jetzt lang gewartet, der ist wieder weg. Sorry, ich habe gemeint, Nummer 77 näher dran. Der Bader, aber es war nicht so gewesen. Doof! Was ist das Armbild geschossen? Ist passen? Ist egal. Ja, der Jani, dankeschön. Hui! Ja. Dankeschön. Ah, da gibt's doch nicht. In dem Moment, wo ich passen nimmt er mir den Böck ab. Was ist das jetzt da für eine Sau? Uhoho! Alter! Hui! Jetzt ziele ich auf die andere Seite, was passiert? Es ist rot. Die Seite darfst du nicht zielen. Mann, es war grün gewesen. Das war nicht der Fanghändchen gewesen. Wieso ist der kein... Das ist einfach ein Goal. Es sind die Feinheiten im Eishockey. Es sind die Feinheiten. Ja, was machst du jetzt? Aua! Voll einen Schädel an. So, aber ich komme da mit dem Verteidiger und so komme ich langsam aber sicher dahinter. Ja. Oh.
Nein! Ja, es sind 2, okay. Der Trick kann natürlich nicht unter dem Schläger durch. Bei einem ja, bei 2 klappt das nicht. Aha. So. Schnell zum Gegenangriff. Mann, er spickt immer zu weit weg. Und das war natürlich gar keine Nähe gewesen. Nein, er wird abblockt. Er ist auf der... Oh, da fangen die Seite wird sicher gut gewesen, weil der Goal ist auf der anderen Seite gewesen. Mann! Oh, super. Ich habe es gerade gesehen, wenn er das Bein gelupft hat. Das war ein Schwalbe gewesen. Hallo, ich habe es genau gesehen, Schwalbe. Nein, natürlich nicht. Ich bin schon zu spät gewesen, da gesehen. Auf den Schlittschuh geschlagen. Paschu, was machst du, Paschu? Egal. Shit happens. Oh. Ja, mach ich jetzt. Ja. Rein von der Strategie her gar keine schlechte Idee. Ich meine, ist ein gegnerischer Goal, dort ist Bulli. Warum nicht? Es gibt durchaus dümmere Orte, wo man ein Bulli riskieren kann. Ah, scheiße. Mann, ich meine, er zuckt. Ja, er kann natürlich auch zucken. Das hat nicht geklappt. Nein! Ich sehe das Goal noch nicht. So, jetzt sehe ich es. Da finde ich auch ein bisschen unrealistisch. Wenn ich der Böcken in der Vorwärtsbewegung bin und ihr Goal ist leer, müsste die eigentlich viel aggressiver auf mich zugehen. Vor allem, sie sind ja die Sechste. Wenn der Goalie vom Feld geht, sind sie in dieser Situation nicht die Sechste. Wenn die Rüsen noch irgendwie hinten drauf und so. Der Oser jubelt, sie wissen, sie sind im Finale vom diesjährigen Spengler Cup, vom 92. Spengler Cup in Davos. Ja, wo er sonst, das war immer zu Davos gewesen. So. Übrigens in der Unterzahl, also eigentlich sind es 6 gegen 4 gewesen. Und Kanada hat ja Powerplay, also das ist natürlich schon peinlich. 6 gegen 4 und dann so eine Leistung. Also, ihr kommt gegen den Limburg nicht durch, könnt ihr vergessen. Der hat irgendeinen Master-Chip-Modus oder so, keine Ahnung. Okay, dann haben sie ein bisschen vergeigt, ein bisschen noch Frau. Nein! Ah. Und das ist es gewesen. Der harte Davos hat gewonnen. Sie sind im Finale vom Spengler Cup wieder mal. Alle jubeln, bis auf Kanadier. Die können heimgehen. Für sie ist das Turnier gelaufen. Das ist doch einfach herrlich. Einfach herrlich. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Ihr könnt heimgehen. Wir sind noch im Turnier. Und zurück ist auch ein bisschen beruhigend und so. Zack. Da war ein Goal gewesen. Das war knapp gewesen. Und dafür einen schönen Pass zurück. Herzlich willkommen gegen Team Kanada. 3:0. Natürlich, wenn man jetzt das Resultat sieht, kann man sich schon denken. Entschuldigung, in Hochdeutsch. Am Ende des Parts. Wenn man das sieht, kann man sich ja schon denken, ja, vielleicht Profi-Niveau da nicht so schlecht, aber. Ja, man sagt natürlich, das Tor da draußen, sonst wäre es 2:0 gewesen. Finde ich jetzt eigentlich so in Ordnung. Hey, ich habe B-, geil. Teamplay, B-, schönes Tor, mach weiter so. Ja. Geht langsam, wa? Gar nicht mal so schlecht. Alles klar, Leute. Dann gucken wir mal auf die Dauer des Parts. Ja, plus das vor der Unterbrechung in der 23, 24 Minuten. Das passt doch perfekt. Tag simulieren. Wir müssen nichts mehr simulieren, wir sind weiter.
Ganz kurz gucken. Thomas Preisträgers, sie hatten ja verloren gegen Trinek, genau. Das ist Trinek. Trinek spielt gegen Magnitogorsk und das heißt, heute Abend geht es weiter mit dieser Paarung. Wir spielen auf Seite der Russen, denn das Ziel ist ein russisch-schweizerisches Finale. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.